Hallo. Wenn Sie jetzt hier sind, heißt das, dass Sie den Darmkrebs-Früherkennungstest per Post erhalten haben, dass Sie den Fragebogen Ihres Einladungsbriefes ausgefüllt haben, dass Sie alle Fragen mit Nein beantwortet haben und dass Sie sich entschlossen haben, am Früherkennungsprogramm teilzunehmen. Perfekt. Sie tun etwas für Ihre Gesundheit. Nun ist es also soweit, den Darmkrebs-Früherkennungstest zu machen. Sie werden sehen, es ist sehr einfach. So sieht der Umschlag aus. Er hat 4 Fächer. Die Gebrauchsanweisung hier. Im Fach Nummer 1 das sehr wichtige Identifikationsblatt. Im Fach Nummer 2 befinden sich 2 Kunststoffumschläge, ein dunkelblauer Umschlag und der Safety Bag für das Verschicken Ihrer Stuhlprobe an das Labor. Und schließlich befindet sich im Fach Nummer 3 das Set für den Stuhlbluttest mit dem Röhrchen für die Probenentnahme in einer kleinen Kunststoffbox. Lesen Sie zunächst die Gebrauchsanweisung. Darin finden Sie Illustrationen mit Erklärungen, wie der Test gemacht werden soll und erhalten Antworten auf häufig gestellte Fragen. Nun müssen Sie Ihre persönlichen Daten angeben, mit Hilfe des Einladungsbriefs, den Sie erhalten haben. Dieser Brief enthält 2 Aufkleber, einen großen weißen und einen kleinen blauen. Auf dem weißen Aufkleber befinden sich bereits Ihre Daten. Dieser Aufkleber wird oben links auf das Identifikationsblatt geklebt. Überprüfen Sie, ob Ihre Daten richtig sind. Falls nicht, schreiben Sie Ihre richtigen Daten in das Feld darunter. Füllen Sie dann die anderen geforderten Informationen auf dem Identifikationsblatt aus. Tragen Sie zuerst das Datum, an dem Sie Ihre Entnahme machen, auf die rote Linie oben auf der Seite ein. Achtung! Ohne dieses Datum kann der Stuhlbluttest im Labor nicht durchgeführt werden. Dann nehmen Sie das Teströhrchen aus seiner durchsichtigen Kunststoffbox und kleben Sie den kleinen blauen Aufkleber auf das Röhrchen an die Stelle, an der steht Name und Datum. Und nun zum Test. In Fach 3 finden Sie den Stuhlprobenfänger. Für den Code eben. Ziehen Sie die Schutzfolien von den Klebeflächen und kleben Sie dann das Blatt auf den Toilettensitz, wie hier gezeigt. Damit der Test erfolgreich ist, darf Ihre Stuhlprobe keinen Kontakt mit einer Flüssigkeit haben. Kein Urin, kein Chlor, nichts. Unter uns gesagt, es ist einfacher, wenn Sie vorher uriniert haben. Und ab jetzt machen Sie dann alles wie gewohnt. Das wäre also erledigt. Öffnen Sie nun das Röhrchen, indem Sie den Verschluss abschrauben, wie hier gezeigt. Das Ende des Stäbchens ist geriffelt. Damit wird die Probe entnommen. Natürlich ist das hier kein richtiger Stuhl. Entnehmen Sie mehrere Proben an der Oberfläche, bis der geriffelte Teil ganz bedeckt ist. Perfekt. Stecken Sie dann das Stäbchen wieder in das Röhrchen, verschließen Sie dieses gut und schütteln Sie es während einer Minute. Nun entleeren Sie Ihren Stuhl in die Toilette und entsorgen den Stuhlprobenfänger in einer Plastiktüte im Müll. Umwickeln Sie nun das Teströhrchen mit dem saugfähigen grünen Papier. Danach stecken Sie das Röhrchen wieder in die Kunststoffbox, damit es geschützt ist. Stecken Sie dann diese Box in den Safety Bag, wie hier gezeigt. Ziehen Sie die weiße Schutzfolie ab und ziehen sie an beiden Enden des Beutels, um diesen zu verschließen. Stecken Sie nun Ihren Safety Bag in den dunkelblauen frankierten Umschlag mit der Adresse des Labors. Legen Sie Ihr ausgefülltes Identifikationsblatt hinzu mit Ihrem weißen Aufkleber darauf. Sie brauchen keine Briefmarke, der Umschlag kann so verschickt werden. Im Idealfall verschicken Sie den Umschlag am Tag des Tests. Sind Sie verhindert? Kein Problem. Schicken Sie den Umschlag spätestens am folgenden Tag ab. Ach, und ein Rat. Verschicken Sie den Umschlag besser nicht samstags oder vor Feiertagen. Jetzt heißt es, auf die Resultate warten. Diese erhalten Sie nach maximal 14 Tagen. Ich hatte es ja bereits gesagt, es ist ganz einfach. Und vor allem kann es Ihnen das Leben retten. Ich zähle also auf Sie. Jetzt sind Sie dran. Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Koordinationszentrum für Krebsfrüherkennungsprogramme unter der Nummer 247-85641 oder per E-Mail colorectal@ms.eta.lu oder im Internet www.plancancer.lu oder www.santé.lu.